Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, das habe ich euch schon so erzeugt, dass ich euch ein bisschen fremdgegangen bin oder Software gekauft habe. Aber ja, ich habe da seitlich noch ein bisschen mehr Schande. Das war so Software, die wollte ich einfach testen. Nicht einmal klar. Doch, sauber klar, das war doch ein schöner. Ja, die habe ich schon mal testet. Das ist jetzt nicht so weltbewegend. Das ist so Revolverle. Hat auch nicht viel gekostet. Deswegen packen wir die Box zur Seite. Da. Ich bin großer Fan von Revolverless. Aber ja, das ist halt nicht so beeindruckend. Das ist dann. Kriegen wir das. Dass ihr das auch noch seht, dass das laufen lässt. Ja. Drauf habe ich 50 Punkte. So, oder? Da geht es also so zurückdingens. Da kann man das dann. Ja. Oder halt auch nicht. Ja, das. Also man kann das nicht schrotflintermäßig laden. Das ist ein Nachteil. Das haben wir jetzt auch ermittelt, das wenn wir da so gerade noch so durch den Kopf geschossen. Auf jeden Fall, wie das Ding kauft. Weil es nicht viel gekostet hat und ich einfach mal testen wollte. Ja. Das ist eher, dass das Kügel irgendwie fliegt. Und dann habe ich dann nochmal was gekauft. Und nochmal was. Aber das kommt noch. Das ist dann mit Gasbetriebe. Und ja, das sieht schon wesentlich besser aus. Also, seht da so Spannschlitter. Das ist alles Metall. Und ja, ich habe da schon ein bisschen mit rumgespielt. Da kommt dann so Gas rein. Und da sind dann die Kügel. Da kann man das auch. Ja, nicht vollgeladen, der Ingenieur. Ja, muss man dann, ich habe mir von dem Zeugs gekauft, mir einen anderen Namen überlegen, dann bin ich nicht mehr der Blaster-Ingenieur. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen andere Hausnummer. Das ist dann sowas. Das hat ein bisschen mehr Bums. Also, ui, das habe ich ein bisschen vollgeladen. Das müsste Sicherheit sein, das dahinter. Ja, das heißt. Ja, das macht irgendwie Spaß. Da kann man das so entsichern quasi. Das hat sonst keine Sicherheit. Und das ist dann, wenn es gespannt ist, kann man das dann dürft es auch nicht. So geht's dann. Und das oben rastet dann ein, wenn das Magazin leer ist. Das können wir demonstrieren. So dann. Dann ist das dann so. Das ist. Ich glaube, der ganze Druck ist in dem Magazin. Also irgendwie wird das da. Ja. Fetzeler von der Zielscheibe, die dahinter ist. Weil da kann ich meine Standard-Zielscheibe nicht verwenden. Weil sonst fliegen die Kügel überall rum. Auf jeden Fall ist das dann so. Ja, die finde ich schon ziemlich cool. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe mir dann nochmal was. Das ist da. Man seht ja schon, das hat Igel. Da habe ich noch nicht. Schnauz. Da habe ich nicht ganz so aufpasst. Die ist mit so einer CO2-Kartusche. Und irgendwie habe ich gedacht, ich kann da so wieder aufladbare Kartusche kaufen. Oh. Okay. Das entdecken wir jetzt zusammen. Die ist so zusammengeschraubt. Okay. Ja. Die funktioniert nicht ganz so. Die taugt überhaupt nicht. Und ja, da waren mal ursprünglich 5 drin. Das heißt, die hat da schon ein bisschen Spaß mit dem Ding. Wir sehen jetzt dann gleich.
Ah, irgendwie hatte ich das letzte Mal ein bisschen Ladehemmungen. Jetzt geht's. Das ist seltsam. Ja, da bräuchte man eigentlich den Adapter fürs Magazin. Aber man kann den Finger so nehmen. Oh Gott, das ist auch halbwegs. Das ist dann bloß immer beim letzten Kügel blöd. Und da die Finger so drauf tut. Ich hätte dafür das Ding. Ich glaube sogar. Oh. Den habe ich sogar da gelagert. Oh. Ui, ui. Ja. Ich halt. Das Ding, das wäre da glaube dabei und das Gott dann. So. So. Ja. Wie soll denn das? Das Gott bei. Ach. Bei dem der jetzt gegangen. Bei dem brauche ich es nicht. Das ist dann. Nee. Das ist seltsam. Das taugt irgendwie nicht so. Das geht dann so rein. Da kommt so Green Gas oder sowas rein. So. Und ich wollte die eigentlich mal vermessen. Das ist schon witzig. Und die ist irgendwie leiser. Also, für das, dass es halt so riesig Software ist die irgendwie ein bisschen leiser. Ja. Und bei der muss ich mir keine Sorgen machen, weil das Ding ist harmlos. Die zwei, ich weiß nicht. Ich mag das jetzt nicht in die Augen kriegen. Das will man grob vermessen, was die im Meter pro Sekunde haben. Dass man das mal, halt Munition ist gleich. Das heißt, fangen wir mit dem da an. Also 20,2. Ja. Dann 28,2. Das Rohrkrepierer. 12,4. Ja. 25,5. 29,6. Ach, was hat der da? Den geben wir noch eine Chance. Und 28,4. Jetzt macht ein Durchschnitt von 24,2. Minimum von 12,4, Maximum von 29,6. Dann resetten wir. Zurück. Dann nehmen wir das. Machen wir auch 6 Schuss. Ups. Ah. Ja, gut. 63,1. 89,6. 88,9. 89,1. 88,1. Und 88,8. Das macht dann Durchschnitt von 84,6 mit einem Minimum von 63,1 und einem Maximum von 89,6. Das heißt, ja, das ist, ich glaube, das, was, ich hab da Durchschnitt, das gerade vergessen. Hätte man Zettel bereitlegen sollen, um das zu notieren, aber das müsste das Vierfache sein. So ganz grob. Aber wir merken uns jetzt 84,6
Weil da interessiert mich hauptsächlich der Vergleich. So, das Magazin auf Seite 84,6. Zurück. 77,2. 95,6. 95,9. 95,7. 95,6. 96,1 und 93,2. Okay. Ja, das ist eindeutig mehr. Ich hätte hier irgendwie, kann man nicht helfen, ich hätte mich schwächer interpretiert. Also, das ist 92,2 im Durchschnitt, 77,2 im Minimum und 96,1 im Maximum. Also, da passt die Reihenfolge so. Ja, ich hätte echt gedacht, die sei schwächer. Oh, da ist jetzt halt einer drin. Eine Kügel. Wenn das Ding nicht auch viel taugt, das ist klar. Aber was halt schade ist bei dem, ist, dass der Hanner das Kunststoff ist und bloß das da oben Metall. Und ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wofür das da noch gut ist. Das müsste man mal. Ich meine, das da Hanner ist. Das ist der Safety, wenn es ganz unten ist. Aber was das jetzt für einen Unterschied macht, ob das jetzt auf dem haben wir das auf dem mittleren jetzt gehabt? Gucken wir mal, was passiert, wenn wir es auf der Opera haben. Merkt keinen Unterschied. Wobei wir können das messtechnisch erfassen. Das einen Unterschied macht. Da nochmal 6 Messwerte. Ja, ich messe natürlich in Meter pro Sekunde, also 90,4, 88,3, 89,2. Oh. Ja, Magazin ist leer. Dann haben wir 90,2, 89,7 und 88,3. Das heißt, irgendwie machen die zwei Stellungen keinen Unterschied. Also, das schießt so oder so. Also, keine Ahnung. Das ist in der linken Hand irgendwie. Also, das Magazin rauskriege ich in der linken Hand ein bisschen komisch. Das. Ja. Aber das ist mit der rechten Hand greife ich dann so rum. Mit der linken Hand, na gut, wobei, geht auch so. Da drauf. Bin es noch nicht gewohnt. Und Gott, ich bin hauptsächlich eigentlich Nerfblaster gewohnt. Und ja, irgendwie finde ich das auch cooler, wenn das ein bisschen, also Nerf, dass das einfach ein bisschen ausgeflippter aussieht. Man kann Pistole mit Nerf einfach, die Form kriegt man schlecht hin. Das ist halt mit Software einfach, kriegt man den Energiespeicher und alles irgendwie ins Magazin. Das ist halt mit dem Moment, wo man solche Pfeile haben will, ist das einfach komplett, wird es einfach eng. Ich finde vom Sound her immer noch die am besten. Also war jetzt überrascht, dass die doch ein paar Meter pro Sekunde weniger hat. Und bei der war jetzt nicht überrascht. Das ist ja, war zu erwarten, dass die nicht auch viel taugt.
Aber gut, man findet halt, was mir vielleicht ein bisschen, ja, so zu dem Vorurteil geführt hat, war halt einfach, dass auch die Verarbeitung irgendwie hochwertiger wirkt. Und die vom Sound her halt auch irgendwie ein bisschen knuspriger wirkt. Wie die da Honne. Mein Gott, die findet Desert Eagle irgendwie cool. Man hat halt nur Computerspiele gezockt und ist so, fällt unter die Kategorie Supersportwagen. Vermutlich komplett nutzlos in den meisten Situationen, aber sieht halt cool aus. Aber gut, das ist eine Software. Da geht es hauptsächlich darum, dass es irgendwie Spaß macht. Also, gut. Das ist für mich so, für jemand, der aus der Nerf Blaster Welt kommt und da auch eigentlich bleiben will, weil ja, das ist zum einen sind Nerf Blaster deutlich günstiger und zum anderen ist halt irgendwie, es ist halt einfach witziger. Also hier sehen wir die ganzen Dinger ein bisschen zu echt aus. Also das ist mir irgendwie ein bisschen zu unheimlich. Das finde ich bei Nerf Blaster irgendwie. Das Verspielte finde ich irgendwie cooler. Man könnte hier vielleicht gucken, dass man so kleinere Schaumstoffpfeile oder so, aber gut, das macht dann so oder so wenig Sinn. Die Kügele-Suche ist halt ärgerlich. Das ist ein Geschäft jetzt. Aber das mache ich jetzt noch. Dann nehme ich euch nicht mit. Das mache ich ohne euch. Oh ja, das nächste Mal geht's wieder Nerf Blasterless, also keine Sorge. Ich habe mir noch gedacht, ich schaue mir das auch mal ein bisschen an und will damit auch mal ein bisschen rumspielen. Und ich habe noch so eine Idee, die mir im Kopf rumschwirrt. Also ich möchte gerne mal so Software zum Nerf Blaster ummodeln und da gucken, ob das Gott. Weil das mit dem Gasspeicher ist halt schon. Und das müsste halt, wenn man das anschaut, das müsste halt irgendwo anders stehen. Also nicht das Magazin, ne? Und da könnte man da vielleicht schon. Also da wäre es halt ein riesiger Aufwand, da einen Nerf Blaster draus zu machen. Aber das kann man zerlegen, oder? Ich glaube. Das machen wir jetzt nicht hier. Irgendwie kann man den Teil zerlegen, aber. Ich finde die von der Optik her cool. Die sieht auch ein bisschen verspielter aus, aber es sieht halt immer doch noch recht real aus. Mein Gott. Das ist halt eine Plastikoptik. Also das seht ihr auch durch die Kamera durch, dass das halt. Ja, also die Grundform sieht realistisch aus, aber die Optik ist halt günstig, ist halt billig. Das ging wahrscheinlich in dem Budget einfach nicht besser. Weil das finde ich hier auch irgendwie. Man passt wahrscheinlich halbwegs vom Gewicht. Ich habe keine Ahnung. Hat noch nie echte Schusswaffen in der Hand gehabt. Aber das Kunststoff finde ich halt irgendwie schade. Das hätte auch 5, 6 Euro mehr kostet davon. Zerlege ich gerade das Bleisterle. Das Softerle. Das kann man doch dann sicherlich aus TPU. Ja, der Ingenieur kann es nicht sein lassen. Ja, das kann man doch sicherlich aus TPU rausdrucken, dann ist das ein bisschen. Und gut, das Plastik fühlt sich auch nicht besonders hochwertig an. Aber vielleicht ist es auch halbwegs realistisch und ich weiß es nicht. Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust dazu habt. Danach geht's wieder Nerf Blasters. Wieder Quatsch, wieder irgendwie mehr Farbe wie Silber und Schwarz. Oder muss überlegen, was mache ich jetzt nächstes? Ja, es gibt mehr Farbe als Silber und Schwarz. Von daher, passt. Das ist halt das. Und dann sehen wir damit schon am Ende. Bis zum nächsten Mal. Und euch viel Spaß beim Blaster oder beim Software-Spiel oder sonst was. Bis dann, euer Blaster-Ingenieur.